Essgesinnterheit. Shalom Aleichem. Ich bin Rukhl Schaechter. Und ich bin Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinnterheit. Sie kommt bald Shavuoth, ist Hand, weil wir machen Blintzes. Shavuoth ist der Yontif, und Gott hat uns gegeben der Teure. Man sagt das, Rukhl, als Pesach kann man nicht essen, was man will, und Sikkes kann man nicht essen, wie man will, ist Shavuoth der beste Yontif. Weil wir können alles essen, ja. Speziell Milchkeks ist eine Mitzvah zu essen. Man macht euch Shavuoth-Lach. Man schneidet euch, wie man sagt auf Englisch, Paper Cuts, Papierschnitten, und man hängt es auch auf das Fenster. Ja, das ist sehr schön. Und man bringt da rein grüne Blätter in Heu. Ja, man bepitzt das Heu viel mit Blättern und mit Limelach. Sehr gut. Wir wollen jetzt machen Blintzes. Ich will machen das gefüllt. Und die was machen die Blätter. Der Teig, ja. Gut. Hey, Bon. Ist das, wir nutzen Zwillerach oder Farmer Case. Was seht euch so, ja, als ein Quadrat, als ein Viereck. Ich will derweil machen die Blätter. Ich habe da 2 Eier. Und ein Weißel, was bleibt von dem Gefüllt. Zudem gebe ich sie ein Teppel voller Milch und einen halben Löffel Salz. Misch es aus und ich gehe rein durchsippen die Mehl. Ich habe da 3 Unzen Mehl oder 3/4 Teppel Mehl. Und von dem macht man einen Teig. Es wird ein sehr erschütternder Teig. Wir sollen können machen Dieneblätter von dem. Und so die was dieses gesippte Mehl will nicht sagen, zu viel Gullies für Mehl. Hoffentlich nicht. Der Rezept ist von meinem Bloggerle in Molaran. Dort ist der Webadresse. Ich habe lieb haben unterkäpplich. Ich will haben unterkäpplich bei sich allemal, nicht nur auf der Television. Auf dem ganzen Leben. Versteht sich? Gibt sie euch 2 Löffel Soloste Bitter oder es kann sein Bäumel. Jetzt aber wir auch wasen, wie so das gefüllt. Ich nehme 2 von die Päckchen, das kommt daraus zu 14 Unzen. Und wir mischen es aus mit der Gelachel. Jetzt haben wir jetzt den Farmer Case, Zwillerach mit dem Gelachel. Und jetzt tun wir an einen Löffel Salz. Ich nutze meine Hand, also wie der Bob es bringt nutzen. Ich nutze echt nicht den ganzen Löffel, weil wir hieten sich ein bisschen versalzen in so Sprüche. Und 2 Löffel Soloste Bitter. Das gibt es sehr Geschmack und haben. Und 2 Löffel Zucker. Das ist 1,5 Löffel Zucker. Oh, 1,5 Löffel, okay. Ihr werdet sehen, wenn ihr versiegt ist, also das ist nicht so süß wie die verfreuerte Blintzes, was man kauft im Geschäft. Es ist nicht etwas, was man essen darf, noch ein Essen für Dessert. Das ist etwas, was man kann essen wie ein Emerson-Mahlzeit. Es ist nicht so süß wie es ein Ziegenweit, aber so ein Geschmack. Wenn man macht es nicht mit zu viel Zucker, kann man bei Emmes fehlen den Tarn von dem Käse. Gut, also ich meine, wir sind schon great. Das vielleicht ist schon great. Jetzt kann ich mir gehen machen mit Blintzes. Jetzt wollen wir zuerst reden mit Apple Kompott, ja? Ja, mit Blintzes kann man essen Seismetne, was ist sehr Geschmack. Und es ist euch sehr Geschmack zu haben ein bisschen Kompott oder von Jagdes oder von Apple oder von Truskafkes. Und heute haben wir Apple, 2 grüne und 1 rote.
Ist schon so, wir machen jetzt, wir haben uns kochen. Ja, lassen wir das angreifen jetzt. Du haben wir 2 grüne Äpfel und 1 Macintosh-Äpfel. Ich will sie schälen. Okay. Ich will euch abschälen an Äpfel. Ich gedenke, in den Kinderjahren pflegt mein Baba alle Shalom abschälen Äpfel mit einem langen Schlang von Scholas. Ich habe nicht verstanden, wie sie hat das gekannt. Es ist nicht. Was soll ich jetzt zuerst sagen? Ja. Dem Schlang. Sehr schön. Und eben zerschneiden die Äpfel. Ja. Das der Messer ist da. Efter sollst du weglegen das Messer auf den Tisch. Ich soll es aufheben, weil es ist ein Gläubig zwischen gewissen Jiden, als man kann nicht geben Emmets in ein Messer in der Hand. Oi, wei. Okay, gut. Leg es weg also. Weil ich weiß, dass du willst mir nicht stellen in kein Sakone. Wir werden rauswerfen in unsere Fruchtmist, in unser Kompost. Ja. Also wenn wir so jetzt tun auf Jiddisch, wir werden kompostieren. Das ist, man legt es dann noch rein in Gurten und wir können es nutzen wie Vermistigung. Jetzt macht alles Ding wachsen, das ist sehr schön. Also Schulachts, der Äpfelkerns, alles Ding geht da rein in den Kompost. Jetzt habe ich zerschnitten 3 große Äpfel. Ich ziehe sie rein in einen Teppel. Gibt sie ein halb Teppel Wasser. Wir können sie geben ein bisschen Zucker, aber es ist nicht nötig. Und ich habe euch sehr lieb, sie geben ein kleines Stückchen Bitter, aber das ist euch nicht kein Muss. Jetzt gehen wir machen den Äpfelkompott in die Blintzes. Danke. Ich habe sie gegeben ein halb Teppel Wasser zu den Äpfeln. Und in Sommer geht angewärmt die Forverts. Ja, zwischen Apade. Und auch nutzen wir eiserne Forverts. Das ist der beste Medium für Blätter. Jetzt gieße ich an ein Drittel Teppel Teig, mehr weniger, man darf nicht masten, auf der Forvert. Und man prägelt sie, bis sie wird ein bisschen bräunlich von unten, nur auf eine Seite. Später, wenn wir wollen sie anfüllen, wollen wir prägeln die zweite Seite. Wir machen es auf einem mittleren Feuer, aber von Zeit zu Zeit ist der davon machen ein bisschen mehr. So können werden sie gebräunt von hinten. Und wenn es ist ein bisschen Gold von unten und trocken von oben, ist es schön great. Noch eine halbe Minute mehr. Ich mache das ein bisschen heißer. Gut. Wir prägeln sie nur auf eine Seite. Jetzt ist das schon great. Als man nimmt ab die Blätter, stell sie nicht von oben, nur ein bisschen auf der Seite. Später wird es sein geringer, sie aufzuheben und anzufüllen. Das ist, was ich mache. Mit reitem Patelnie hin und zurück. Und man wartet auf den Bulberg, als es ankommen, mit ihm. Und seid sicher nicht schnitzen zu viel, bitte. Weil danach wird es nicht rauskommen, also gut. Ort amerins die Blätter, schön geprägelte, aber noch nicht ungefüllte. Sie sehen goldenbraun von einer Seite und weißreu von jener Seite. Jetzt wollen wir anfüllen die Blintzes. Nimm ein Blatt und leg es auf den Teller mit der braunen Seite von oben und der rohe Seite von unten. Nimm einfach 2 Löffel Gefüllerts. Nein, noch nicht. Nicht zu viel. Kick sich Gitzi. Okay? Man wickelt es ein bisschen so und noch von den Seiten darf man machen so, ja.
Und nicht wird sich es rausrinnen beim Prägeln. Seht, beide Seiten sind vermacht und dann noch wickelt man weiter. Und jetzt ist die neue Seite von oben und als wir wollen sie weiter prägeln, wollen wir prägeln die neue Seite. Und zum Sof wird die Blinz geprägelt von beiden Seiten. Ja. Sie haben mir Lieder auf Jiddisch wegen Blintzes, Rukhl? Ich weiß nur wegen dem Theaterlied. Chassidim lach Talmidim lach Tanzen, springen, kegen ihr. Oi ist das a Rebitzen, as a Jod auf mir. Groß und klein soll sie sehen, wie a schwiees Blintzes schein. Oi ist das a Rebitzen, as a Jod auf mir. Es ist schwer zu sagen, sie Blintzes sind a Jiddisch Machel, sie nicht. Weil versteht sich, als alle Schreinem in der Alterheim haben euch gehabt Blintzes oder alle Schniki. Und sie haben das gehalten für eine tagtägliche Sache. Aber bei Jeden sind Blintzes gewesen einmal eine jontiftige Sache. Das heißt, als viele, wenn man hat gegessen dieselbe Sache wie die Schreinem, hat man das verjiddischt. Man hat es hat gehabt einen jiddischen Sinnen. Als Blintzes sind jontiftig, spiestig und so weiter. Der Äpfelkompott, seht schon euch bald gerät. Schon kommt mehr ein Stückchen Stücklich Äpfel. Und ein paar Stückchen Äpfel machen nicht aus. Okay, gut. Jetzt haben wir die schön eingewickelte Blintzes. Und ich lege sie Ich mache rein. zuerst ein bisschen Pitter. Ein bisschen Pitter, ja. Es ist schön gut heiß. Und man legt sie dann in die Schavrode. Mit das offene Stück von unten. Jetzt versteht jetzt, was man hat es geprägelt nur auf einer Seite, sie werden jetzt geprägelt auf der neuen Seite. Und versteht sich, kennt jetzt sie gräten bisher und legen die noch nicht geprägelte Blintzes in Eiskasten. Und dann noch, wenn ihr sind gerät, damit prägen, pinkt jeder der Gäste kommen nun. Und das tut man alles auf einem mittleren Feuer. Wenn ihr fühlt, dass es nicht genug stark, könnt ihr ein bisschen härter das Feuer. Okay, ich drehe mal schon über. Bei mir ist das pink gut gekocht. Jetzt, als die Blintzes sind gut ungeprägelt von beiden Seiten, nehmen wir sie heraus. Und hat ihr die Blintzes mit Smetana und mit heimgemachten Äpfelkompott. Schmeckt sehr gut. Sehr gut? Ja, lassen wir anheben. Guten Appetit. Also wir wünschen euch ein gutes Jantiv und wir hoffen, dass ihr gut verbracht auf unser Kochprogramm Esst Gesinnte Heid.